Wie ich an England kom sinn hunn ich immer gedurcht, dat am Pap nimmer gif trinken. An den enges Stars hue eng Freundin mech invitéiert, fir sondes mat Thema senger Familie an de Pap zu kommen an Sunday Lunch zu essen. Und du immer erklärt, dass dat eng richtig groß Tradition an England ist. Normalerweise ist den Sunday Lunch ein Brot. Das kann Poulet sein oder Beef, also Rindfleisch, oder Lamm, also Hammelfleisch. Und das Ganze ist dann zusammen mit Roast Potatoes und mit Gravy. In Luxembourg, we always had Sunday lunch at my grandma's, but it wasn't like here where you're sitting in a pub and eating. So you're eating at home. Daheim sind wir sonntags immer bei meinen Großeltern essen gegangen und da gibt es ganz oft Ham, Fritten und Salat. Ich mache da, wenn es heute Hommage und diese Sonntagskast, und gebe dem Ganzen einen englischen Twist. Ich habe ein Stück roh gesalbert Ham von 2 Kilo, mit könnt ihr noch 4 Samchen holen. Und die habe ich übernuscht und in Dippe mit Wasser gelöscht, damit das Salz ein bisschen aus dem Fleisch rauszieht. Die koche ich zusammen mit Cider. Ich habe eine riesige Flasche Cider gekauft. Sind wir am Supermarkt schon ein bisschen komisch geguckt. Aber bon, in England kriegt ihr eben so Sachen zu kaufen. Da soll ihr noch davon profitieren. Und das könnt ihr bei Fleisch dabei. Und dann mache ich noch ein bisschen Wasser dabei, just genug für das Fleisch zu bedecken. Dann mache ich noch ein Ei dabei, ein bisschen Pfefferkerne, 2 Lauriersblätter und ein gut Kanälsstang. Das alles kann für 2 Stunden lang kochen. Und wenn ich mir ein großes haben will, brauche ich einfach nur 1 Stunde pro Kilo Fleisch zu rechnen. Und während dem Fleisch kocht, kümmere ich mich um die Glasur. Das ist einfach Maple Syrup mit Muster, Worcestershire und Sojasauce. Und das Ganze wird dann nur dem salzigen Fleisch eine 6 Dimension gehen. Am Osten von der Stadt ist der Banking Quartier von der City. Aber wenn ihr zu Liverpool Street rauskommt, gebe ich kaum meinen, dass heute der hipste Quartier von der Stadt ist. Die Gegend rund um das Spitalfields Market ist wirklich immens eklektisch. Auf der allem Sonntags ist immens viel los hier. Hier gehen es Vintage-Kleidergeschäfte, Kunstgalerien, indische Restaurants und ganz viel Hipsteren. Zu Shoreditch findet ihr noch ein außergewöhnliches Pop-up-Shopping-Mall, die ganz aus Cargo-Containern besteht. Groß trendy Marken und neue Concept-Stores. Und oben auf der Terrasse kann ich schön essen und trinken. Den absoluten Must beim Sunday Lunch sind Roast Potatoes. Für die ich an England komme, sind ich gar nicht mit den Grumpern eins gehen, weil sie ganz andere Zuchten haben. Ich benutze hier gerade Mary's Piper Potatoes. Zu Lützeburg kann ich einfach eine andere mehrliche Zucht benutzen. Ehe die Grumpern an den Ofen kommen, gehen sie noch kurz gekocht, bis sie bald durch sind. Nachdem sich die Grumpern aufgeschaut haben, rieseln die Eiweg richtig gut, für das die Grumpern raderig gehen. Und das macht meine Fritten dann noch richtig gut knusprig.
Chambre kommen lo fir en Knappstunde an den Owen an der gleich kann Tam nach dabei kommen. Zu London ginnet immer méi Restaurant, wot immer Manner Menü gëtt. Hai am Tramschat gëtt zum Beispiel nimmen Chicken oder Steak. An den ikonische Künstler Damien Hirst huet fir dës Restaurant extra eng Installationun kreiert. An der Kingsland Road von die beste vietnamesisch Restaurant von London. Sie gesehen zwar nicht noch viel aus, mir das wirklich authentisch. Hallo Katja. Hallo Anne. Schön, dich zu sehen. Hast du dir schon einen guten Pie ausgesucht? Ich habe gerade gesehen, dass die hier ganz tolle vegetarische Pies haben. Tam ist fertig gekocht. Ich kann sie aus dem Dippen holen. Und auf keinen Fall die Jus waschen, weil die braucht man noch danach. Ich schneide noch ein bisschen vom Fett weg. Ich lasse noch eine dünne Schicht übrig, die ich dann ausschneiden. Und da stierche ich noch Cornelius-Cap dran. Da kommt die Glasur drauf. Und da gebe ich noch einen Löffel vom Cider-Bouillon mit dabei. Die Tam kann für eine halbe Stunde bei 200 Grad an den Ofen kommen. Und am Rest Cider-Bouillon kann ich noch einfach in den Zopf machen. Den Engländer ja immer für groß Teetrinker. Wir haben am Osten die Kaffeekultur voll angeschlagen. Kann ich kaum 10 Meter gehen, ohne in einen coolen Coffeeshop zu kommen. Lo wir schon eng außergewöhnlich Ham, eng Zocht Fritten, lo könnt eng speziell Salat mit eng Blitzebäuer Ingredient. Ich bringe mir Mayonnaise immer für Blitzewurst mit.
total nett hier. Ja, ne? Das Dekor, das ändert alle 4 Wochen übrigens. Aber abends kommt man hier voll nicht rein, weil es so voll ist. Ja, kann ich mir vorstellen. Schön die trendy Nightlife-Gegend. Guten Dessert darf natürlich auch nicht fehlen. Ich mache heute einen richtigen englischen Klassiker, ein Eton Mess. Dafür brauche ich nicht mehr Merinken, Schlagsahne und Obst. Für die Merinken brauche ich 2 Eiweiß, 100 Gramm Zucker und ein bisschen Vanillezucker. Ich mache nur 2 dicke Merinken. Die können nur für 2 Stunden bei 110 Grad an den Ofen gehen. Die Schlagsahne können nur bei angebrochenem Meringue dabei. Und da können ein bisschen Obst drauf. Und dann einfach ein Schlagsahne, Meringue, Obst drauf, mal bis nicht wie du hast. Mit das aber noch gut kein richtiges Mess. So, das halten also nur richtig im Eton Mess, wie die Engländer gerne haben. Grumper. Das ist gut.